Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Heat. Wir sind hier wieder in der Garage rein. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich letztes Mal noch gesagt habe in der letzten Folge, weil leider auch die Folgen, die ich jetzt aufnehme, schon ein bisschen Zeitchen her sind. Nein, das ist der falsche Satz. Ich habe schon lange nicht mehr aufgenommen, Punkt. Also, ich hoffe, man hört die Kaffeemaschine ist jetzt gerade dahinter am Knurren. Nein, es geht darum, ich weiss noch, wir haben ja dort das Rennen gemacht gegen die zwei Typen, mit dem RX-7 und dem anderen Karren, aber ich weiss nicht, was für einer war. Und ich weiss aber nicht, ob ich noch gesagt habe, ich möchte irgendwie Leistungstuning machen, aber ich kann glaube ich nicht mal Leistungstuning machen, weil ich nicht das Heat-Level dazu habe. Okay, ich würde mal sagen, wir tun in der nächsten Folge, so wieder so gewastet bin ich heute. Ey. Ich würde mal sagen, also ich habe die Kamera ein bisschen wegzoomen wieder so, ist ein bisschen näher. Voilà, so, das geht noch ein bisschen besser. Ich würde mal sagen, wir fahren jetzt mal wieder ein bisschen am Tag. Ich glaube, wir sind jetzt die letzten paar Mal schon nur in der Nacht gefahren. Wir fahren jetzt mal ein bisschen am Tag wieder, um mal ein bisschen wieder Kohle machen, dass wir auch wieder ein bisschen Geld haben, dass wir auch ein bisschen Tuning investieren können, weil das Auto hat ja bis auf Nitro eigentlich nichts drin, weil es schon eigentlich gut ausgestattet ist, so müssen wir es eigentlich sagen. Und dann würde ich behaupten, fahren wir dann wieder in der Nacht weiter, dass wir auch wieder ein bisschen Level-Up sind, beziehungsweise wir können glaube ich schon ein bisschen an der Story weitermachen, ich muss nachher auf die Map schauen. Aber ich habe mich auch gar nicht darauf vorbereitet jetzt, ich denke, ich nehme jetzt einfach drauf los auf. Da oben haben wir mal eins, wie heisst er da schon wieder? Keine Ahnung. Bei dem Dude haben wir eine. Bei der Anna haben wir glaube ich nichts mehr momentan. Hä? Was denn das? Was ist das? Oh, das ist ab Reputation Stufe 20. Das ist ja dann ab in den Drift, da ist ja, wo wir das Driften lernen. Dann würde ich mal sagen, wir fahren schon mal hier runter, weil hier unten haben wir ja eh noch ein paar Rennen. Und dann würde ich auch sagen, dass wir dann gerade da noch die Mission machen, dass wir das Drift ein bisschen lernen. Und dass wir dort dann nachher auch noch ein bisschen weitermachen, die Story. Rechne also eher nicht mit besonders viel Racing. Er wartet am Hafen auf dich. Viel Spaß. Genau, das hat es uns noch gesagt, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt gehört habt. Wir fahren jetzt jedenfalls mal gescheit dort runter. Und starten dann das Rennen einmal. Und dann sagt er es Neues, dann machen wir Neues. Und dann würde ich sagen, wenn es zeitlich passt von der Folge, wenn die Rennen nicht allzu lang sind, machen wir dann noch das Drift-Tutorial, das wir noch haben. Und sonst dann nachher, würde ich sagen, würden wir es halt dann in der nächsten Folge dann ziehen. Aber dass wir das sicher auch noch gemacht haben. Oh, der M3 ist einfach so geil mit dem schwarzen Farbton. Einfach böse. Aber er ist nicht so schnell. Haben ja ein paar mir auch in die Kommentare reingeschrieben, dass er nicht so schnell ist. Aber hey, habt ein bisschen Verbarmen. Hey, ich habe hier wirklich nicht so schnell das Auto und er ist auch nicht tuned. Also ist eigentlich alles noch Serie bis auf Nitro, wie gesagt. Darum, habt ein bisschen Verbarmen. Ich nehme euch da schon noch voneinander, keine Angst. So, also jetzt brettern wir mal hier noch vorne und dann nachher geht es ja, glaube ich, so alles ab zum Hafen runter. Der Hafen ist ja logischerweise irgendwo unten am Wasser. Ich nehme mal wieder alle Autos mit, die wir in die Quere kommen, wie immer. So. Bam! Ja, das ist nicht schon ein geiles Auto, muss ich wirklich zugeben. Ah, da unten ist wieder die hure SpaceX-Raketen-Zeug-Geschmäus. Ich finde die Map noch recht nice. Also zum Beispiel jetzt könnte ich mir auch da, als GTA vorstellen. Also in dieser Optik. Why not? Könnte ich mir echt auch vorstellen. Oh, das war ein verdammter Sprung. Ah, das ist auch eine Werbetafel. Dieser Cop hat mein Leben zerstört. Oh. Hey, Anna. Dieser Cop hat mein Leben zerstört. Seitdem. Wow, shit. Fuck, der Baum, ey. Den Strand? Entspannst dich. Genieß den Sand zwischen den Zehen. Wie bitte? Du hast recht. Blöde Idee. So, also, da haben wir wieder das Rundkursrennen. Selten. Wie heißt das? Seltener Bär. Nice. Komischer Name wieder. Aber wir starten das Rennen. Oh shit, das Auto ist verdammt demoliert, ey. Oh. Aber sogar demoliert sieht er nice aus. Sind ehrlich. Das Auto sieht nice aus. Ich fühle es richtig, das Auto. Wenn ich. Ach, ich will einfach auch so einen Klapp haben, Mann.
So eine M3, so eine alte M3 E46, Mann, das wäre einfach ein Traum. BBS-Felgen noch drauf, vom Motorsport so schön drinnen noch. Ja, wir dürfen ja noch träumen, oder? Gut, also starten wir das Rennen. 3, 2, 1 und let's go! Fetzen wir da los. Gegner haben wir da wieder so etwas so das Übliche. Da fährt jetzt noch ein Subaru BRZ. Ist auch ein geiles Auto. Also optisch gesehen, nices Auto. Motortechnisch absoluter Müll. Wenn ich jetzt jemanden beleidigt habe, sorry, aber True Story, man tut nicht einen 2 Liter Boxermotor rein, einfach ohne Turbolader. Weil das Auto könnte echt etwas reissen, wenn es einen geilen Lader drin hätte noch. Oder schon irgendwie etwas Geiles drin noch. Aber einfach ein 2 Liter Boxer ist leider schon recht low. Aber so ein Auto habe ich auch schon recht lange mal im Auge gehabt. Ich bin sogar einen Toyota GT86 gefahren. Ja genau, von der rede ich. Ist es ein Toyota überhaupt oder ist es ein Subaru? Also Subaru. Sehen ja beide genau gleich aus. Ich muss schon vorne schauen. Ich glaube es ist ein Subaru. Toyota haben es nicht drin, glaube ich. Ja, anyway, spielt nicht so eine Rolle. Zurück zu der Story. Ich bin auch schon so eine GT86, bin ich schon mal Probe fahren. Hockst drinnen, richtig geil. Also hocken, du bist geil im Auto innen, fährt sich auch richtig nice und so. Und es ist halt einfach... also das Feeling kommt so recht über wie so ein kleiner Rennwagen, kann man sagen. Aber es ist halt einfach dort noch ein bisschen wegen dem Preis gewesen. Den habe ich vor dem BMW hatte ich den gekauft, vor dem ersten BMW noch. Der wäre dazu mal noch, wie viel hätte ich noch für den müssen zahlen? Hure viel, glaube ich 20 oder 23 ist noch recht teuer gewesen. Darum habe ich ihn dann nachher gesagt, kaufe ich nicht, weil er zu teuer ist. Weil die Preise sind relativ stabil von diesen Autos und jetzt glaube ich seit einem Jahr oder so sind sie recht runtergefallen, also jetzt sind sie recht günstig, weil es ist auch jetzt schon von Subaru ist jetzt die Final Edition rausgekommen. Da hat jetzt auch ein anderer YouTuber aus Deutschland, P1 TV heisst er, den verfolge ich schon seit Jahren. Das ist so einer, der eigentlich nur Rennspiele gemacht hat und jetzt auch ein bisschen Autos-Review macht und so, richtig geil. Wäre auch ein Traumberuf von mir mal, Auto-Review, also beziehungsweise so wie sagt man denn, so Automotorsport, so etwas, oder wie heisst es da, Grip oder Top Gear natürlich, so in dem Stil. So Autos vorstellen oder so bewerten, wäre richtig geil, würde ich hure gerne machen. In der Schweiz gibt es das ja auch. Heisst es ja Tacho, oder ich weiß nicht mehr, ob es noch gibt, aber ich weiß, es hat es mal gegeben. Das ist eine Sendung, die ich hure gerne geschaut habe, aber irgendwie, weiß nicht, irgendwie kommt es nicht mehr oder ich verpasse es einfach immer. Aber wäre ein Traumberuf von mir. Also SRF, wenn ihr das Video seht, oder einer von euch in der Community, kann SRF mal schreiben, sie sollen mir mal eine Anfrage schicken. Ich würde gerade am Start sein, ich würde auf alles, würde ich gerade machen. Nein, also zurück zum Thema, eben Toyota GT86, richtig geil zum Hocken, geiles Fahrwerk, alles geil gewesen. Bei dem war einfach die Kupplung nicht so nice gewesen. Ich weiss nicht, eben der hat wirklich auf dem letzten Zacken ist die Kupplung reingekommen oder hat sie ausgeklinkt wieder. Darum das nicht so nice gewesen, aber sonst das restliche Auto richtig geil. Optik natürlich richtig nice und ist halt natürlich ein Auto mit riesigem Tuning-Potenzial, also vom optisch. Motortechnisch kannst du halt leider dort wirklich nichts machen oder ja, kannst schon 2-3 Sachen machen, aber weil es halt ein Suchmotor ist, kannst du nicht viel Leistung rausholen. Aber kannst höchstens auf Turbo umbauen, aber das machen kostet natürlich so viel Geld und dann nachher, ja, also ich glaube der JP, logischerweise für JP Performance, kennt ja von jeder. Der hat ja einen Toyota GT86, dort hat er ja einen Tuning oder beziehungsweise einen Turbo-Umbau gemacht. Aber er hat auch gesagt, mal in einem anderen Video, aber ich weiß nicht mehr welches, ich glaube dort, wo sie die Abgasanlage mal gemacht haben von einem Toyota, das ist schon ein bisschen älteres Video. Wir müssen jetzt mal schauen, dort haben sie eine Abgasanlage gemacht und hat er gesagt, er hat schon Bock aufs Auto, aber Papierkram ist natürlich mühsam, wenn du TÜV-konform machen und auch eben das Umbau auf Turbo und alles, das sagt so viel Geld, wo musst du reinbuttern ins Auto. Ja, es wäre leistungstechnisch wäre es nice, denke ich mal. Und eben in diesem Auto fehlt einfach ein Turbo, da gibt es nichts zu husten, das ist einfach so. Ich weiß nicht, was dort sich Subaru-Toyota-Kooperation, was auch immer wer dort noch dahinter steckt, sich dabei gedacht hat. Aber dort fehlt einfach ein Turbo drin.
Und die neuen haben es, glaube ich, es hat ja noch das Facelift gegeben, wo unten an der Lippe so ein bisschen Zacken hat. Die hat ja auch kein Turbo drin, das ist immer der 2 Liter, 2 Liter, was ist es, 4 Zylinder, glaube ich, ja, 4 Zylinder Boxermotor. Aber ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen meine Meinung zu dem Auto. Nice Auto, wirklich nice, ich würde mir ihn gerade kaufen. Wenn es einen mit Turbo hätte, hätte ich mir ihn gekauft. Ja, vielleicht gibt es noch gleich mal einen, wer weiß. Der BMW, mal schauen, wie lange ich den noch habe. Ich werde ihn jetzt sicher nicht heute und morgen verkaufen. Aber eines Tages vielleicht heisst es mal, hey, weg und mal ein anderes Auto, weil ich liebe momentan ein bisschen mit einem Nissan 370Z oder Toyota, eben so einen GC86, wenn dann Toyota, nicht ein Subaru. Nicht gegen Subaru, aber in der Schweiz ist das einfach der klassische Bauern-Porsche. Ist einfach so. Das meistverkaufte Auto in Graubünden vor allem. Also ich weiß es nicht, aber in Graubünden gibt es gefühlt, oder in Graubünden fährt gefühlt jeder Zweite mit so einem Auto rum. Darum lieber der Toyota. Ich bin auch mehr so ein bisschen Toyota-Fan als Subaru. Ja. Also so viel zu diesen BRZ GT86 Geschichte. Genau. So, also wir fetzen hier mal noch kurz zum nächsten Rennen mit unserem M3 und starten dort noch das nächste Rennen. Jesus. So. Weil dort ist jetzt noch ein recht grosses Rennen, oder ein recht grosser Rundkurs habe ich vorhin auf der Map gesehen. Darum würde ich mal behaupten, dass wir einfach noch das Rennen fahren und in der nächsten Folge dann die erste Drift-Lektion nehmen dann oder machen. Schon 13 Minuten kann ich noch aufnehmen mit der Kamera. Ja, das passt locker, das wird ja nicht so lang gehen, das Rennen. Gut. Das Auto sieht immer noch demoliert aus. Wir starten aber jetzt gleich das Rennen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie es heisst, jetzt habe ich nicht geschaut. Shit, ja, ist nicht so schlimm. Gut, also. Streamliner. Aha, so heisst das Rennen. Also, wieder Rundkurs, Ziel Platz 1, wie immer logischerweise. Und dann fetzen wir da jetzt los. Wieder 3, 2, 1 und let's go! Fetzen wir los. Wieder die gleichen Gegner wie vorher. Da vorne nehmen wir jetzt wieder den Subaru. Oh, da fahren wir noch übers Kreuz rein. Hey, ist das noch das Demolition Derby oder was? Gut, wobei ich jetzt will ich nicht so weit wegziehen können. Es ist ja jetzt auf einer höheren Schwierigkeit. Also ich bin aufgeklüpft, weil es so einfach war. Und jetzt sind die Gegner eigentlich anständig schwer, würde ich mal sagen. Also, ich finde es jetzt gerade easy. Wir sind Erste und sie sind nicht weiter weg. Und du darfst ja nicht zu viele Fahrfehler erlauben, sonst sind sie gerade wieder hinter dir. Von dem her finde ich das gerade eigentlich nice. So, da, und dann schauen wir mal, was wir da für ein Rennen haben. Das geht da wieder Berg drauf, das ist natürlich wieder super für mich. Das Rennen kommt irgendwie bekannt vor, sind wir das nicht schon mal gefahren? Nein, wir sind zwar noch nie am Hafen gewesen, glaube ich, so viel ich weiss. Aber da schön Berg drauf, wir haben zum Glück jetzt ein bisschen stärkeres Auto. Ich glaube, mit dem alten M3 hätten wir da noch recht Probleme gehabt. Ah, stimmt, mit dem alten M3 haben wir auch schon so ein ähnliches Rennen gemacht, darum kommt es mir so bekannt vor. Aber manchmal wünsche ich einfach, ich fahre gerade mal ein Rennen, das ich selber durchschalte. Weil da, Kollege, da musst du einfach einen abschalten. Du bist im Zürcher Gang. Das ist echt mühsam, weil er fährt dann so langsam. Weil da würdest du im 3 viel besser raufkommen. Jetzt muss ich mal schnell kurz schauen, ob ich das vielleicht irgendwie noch umstellen kann. Ich muss schnell kurz auf eine Gerade runter. So, Moment. Okay, also ich tue jetzt selber schalten. Mit R1 und L1 du schalten, also R1 auf, L1 runter. Oh, wir denken mal, so wird es wahrscheinlich besser funktionieren. Ich muss mich aber jetzt schon wieder ein bisschen reinfinden. Aber ich denke, da wird besser gehen, weil wir haben manchmal einfach das Gefühl, das Auto oder die Automatik von da fährt einfach nicht so, wie es sollte. Okay, da wäre jetzt das 3 gewesen. Ja, ich muss mich ein bisschen reinfinden. Aber wir probieren es mal, vielleicht muss ich dann auch wieder zurückschalten auf die Automatik. Muss ich mich einfach ein bisschen mehr konzentrieren aufs Schalten.
Aber ich glaube, sie weiss, wieso dass er nicht aufgeschaltet hat, weil wir wahrscheinlich gerade im roten Begrenzer gewesen wären. Ups. Aber wir schauen jetzt mal. Ja nein, es wäre schon besser hier im 3 gewesen. Und da oben kannst du dann schon ins 4, beziehungsweise muss man ins 3 runter. Dann müssen wir jetzt wieder ins 3. Ah, der kommt gerade am Anschlag dort. Ah, darum hat er nicht runtergeschaltet. Okay. Dann würde ich sagen, nehme ich die Automatik gerade wieder raus. Weil sonst bringt es das gar nicht. So, Automatik wieder draussen. Schaltet wieder sauber. Dann ist es für mich verständlich wieder so, dass er nicht runtergeschaltet hat. Aber dort habe ich jetzt gedacht, dort müsstest du eigentlich runterschalten, dass du ein bisschen mehr Leistung bekommst oder auf einem höheren Drehmoment bist. Aber dann ist das gut. Alter, 250 Sachen oder Abbau, was läuft eigentlich? Völlig krank. Das Auto ist schnell. Und jetzt, ich sehe es genau kurz, lachen wieder ein paar von euch. Wow, jetzt haben die Checkpoint verpasst. Lachen wieder ein paar von euch. 250 km ist ja gar nicht schnell. Ja logisch, wenn du mit dem McLaren oder weiss ich was, Ferrari oder Lamborghini oder was für Geschwür rumfährst, wo schon weiss ich wie viele Leistungspunkte haben, würde ich auch sagen, ist ja nicht schnell. Nein. Eben, kommt dann schon noch, Wir kaufen noch recht geile Autos, ich sehe es kommen. Aber es braucht halt manchmal einfach am Anfang ein bisschen Zeit. Eben in einem Let's Play sowieso, wenn man noch andere Games nebenbei spielt, dann dauert es meistens sowieso noch ein bisschen länger. Beziehungsweise immer wenn man wieder frisch anfängt zu spielen, dann hat man irgendwie so ein bisschen den Flow verloren. Weil ich spiele das Game etwa so 1,5 Stunden am Stück einfach, wenn ich halt die Videos aufnehme. So, sage immer so, ich nehme immer 3 Folgen auf, einfach so, dass man so Bescheid wissen, wie ich etwas aufnehme. Ich nehme immer in der Regel 3 Folgen auf. Und dann nachher eine Folge ist gerade über so 4 Stunden. Da ist aber so, dass ich nicht gerade am Stück aufnehmen kann, sondern ich habe immer noch kurz ein bisschen Pause dazwischen noch, wo ich dann schon wieder ein bisschen etwas einstellen oder so, wenn etwas mir nicht ganz passt hat oder so. Darum ist es dann so, dass ich etwa so plus minus 1,5 Stunden am Gamen bin. Und ja, ich denke mal, wenn jetzt jemand halt das Game hat und halt einfach mal 2-3 Stunden spielt, dann kommt er natürlich besser daraus als ich und kommt auch natürlich weiter. Darum eben, wir sind ja eigentlich gar nicht weit vom ganzen Game. Storytechnisch, Gameplay-technisch auch natürlich, oder was wir hier haben, Autos natürlich auch. Darum kommt dann alles noch, immer mit der Ruhe, sage ich mal. Und so haben wir schon mal das nächste Rennen gewonnen. Haben jetzt, glaube ich, wieder 25'000 geholt. Im letzten Rennen haben wir 25'000 geholt und jetzt haben wir da wieder... Wie viel haben wir geholt? Ja, wieder 25, 26 sogar, fast nice. Also, wir haben jetzt hier wieder gute $50.000 geholt in diesen 2 Rennen. Nice. Langt sicher mal wieder dann für ein bisschen Tuning, auch ein bisschen für ein neues Auto vielleicht einmal wieder. 104'000 haben wir, richtig nice. Also, ein neues Auto vielleicht. Nissan Skyline! Gut, haben wir noch nicht freigeschaltet, aber werden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich freischalten. Ich sage mal jetzt, wir wollen die Folge so beenden. In der nächsten Folge gehen wir dann zu dem Drift-Event, machen das mal noch. Und dann nachher switchen wir wieder zurück in die Nacht rein, dass wir dort auch ein bisschen wieder Reputation-Punkte holen können. Und dass wir dann auch ein bisschen neue Autos freischalten und vielleicht auch dann auf den Nissan Skyline können wir mal schauen. Dann würde ich mal sagen, wäre es mit der Folge von Need for Speed Heat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und sonst sehen wir uns dann einfach in einer anderen Folge wieder. Bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!